Willkommen zu unserem nächsten EU-Talk zum Thema Journalismus auf Krisenzeiten. Und das höchstwahrscheinlich in einem historischen Tag für die Europäische Union. Und zwar wird heute der Recovery Plan von der Europäischen Kommission vorgestellt, am Europäischen Parlament debattiert. Darüber werden wir auch schwätzen. Wir werden aber auch darüber schwätzen, wie die Krise, die wir vor Moment erleben, die Covid-Krise, welche Auswirkungen das auf den Journalismus, auf Meinungsvielfalt hat an der Europäischen Union und natürlich auch besonders zu Lützeburg. Dafür sind wir ganz froh, dass wir als Europadeputiert heute können Monika Semedo begrüßen. Wir können als Entrepreneur und auch natürlich als Journalistin Christoph Bump begrüßen. Wir können Ines Kurschat begrüßen, die bis gestern Präsidentin vom Presserat war. Jean-Luc Silak gehen, Ines Kurschat als Generalsekretärin an, nach immer natürlich Journalistin vom Lützeburger Land an. Wir sind auch ganz froh, dass wir als Eveneisen Pressekorrespondenten, Lützeburger Pressekorrespondentin und Diego Velasquez vom Lützeburger Wort haut an der Runde können begrüßen, für über das Sujet zu schätzen. Fangen wir, wie gesagt, mit der Aktualität und Monika, haut Gott der Recovery Plan debattiert am Europäischen Parlament. Welche Erwartungen hast du zu der Debatte, an dem wir heute hier gestaltet wird? Ma ganz viele Informationen haben wir dazu noch nicht. Dafür muss ich auch ein bisschen echter gehen, weil ich keine Minute von der Präsentation von dem Recovery Package, also zum Schutz von den Bürgern, aber auch für die Relance von unseren Ökonomien, will ich da keine Sekunde verpassen. Am Moment sind wir ein bisschen wie lang zu Brüssel, weil ganz viele Entreen oder auch Ausgang zugehen. Der Schluss zum Beispiel an verschiedene Lifter, just eine Person ran, dafür muss ich mal Zeiten durch sind, ein bisschen echter gehen, weil ich davon erwarte, mal schaffen, für allem, dass gezielt angesagt wird. Ihr wisst vielleicht alle Guten, ich bin an der Kultkommission, auch am Emploi Social, an der Econ, neuerdings auch an der Petitionskommission, an schaffen, dass sie auch gezielt investiert gehen. Ich bin ganz gespannt. Dafür kann ich noch nicht viel drüber sagen. Ich bin aber gespannt, was du präsentiert wird, wie griffig das ganz auch aus, wie umsetzbar das ganz aus, wie sehr umsetzbar. Ja, dafür. Ja, effektiv du wirst es an einer Dreiviertelstunde verlosen. Wie gesagt, merci, dass du zwischen dem Meeting einer Zeit kommst, über das Sujet mal zu schwätzen. Und effektiv Kultkommission hat auch Kultkommission mit Resolutionen gestimmt, die Zusammenhang mit der Kommission stehen. Und da sind wir auch ganz gespannt darüber, ob das haut auch eine Rolle spielen. Wir werden gleich darüber schwätzen mit Diego. Monika so gerade, das ist ganz gespannt, ich weiß noch nicht wirklich, was du könnt. Wir schwätzen, wie gesagt, haut auch über Kommunikation an Krisenzeiten von Institutionen, auch von den europäischen Institutionen. Wie bewertest du das und was erwartest du dir politisch an? Wie bewertest du auch die Kommunikation, die wir zum Recovery Plan bislang hatten? Naja, also die schon ein paar Elemente bekannt. Wir sehen zum Beispiel, dass das durch den europäischen Budget wird gehen. Das sind die europäischen Länder, die werden zu dem Recovery Plan beitragen, die Suche kommen aus den nationalen Budgeten. Dann wir sehen, dass es 500 Milliarden Euro Werte sind und direkten Subsidien und 250 Milliarden Euro Kredite. Aber bei diesem Plan ja interessant ist, als es ähnlich wie bei den Rettungspaketen bei der Eurokrise, wo es tatsächlich Kredite waren, die den müssen zurückbezahlen als Land, was sowieso schon an der Krise war, am Tisch gehen ökonomische Sparmesuren, dass der Droh am Fonds direkt Geld kriegt, weil den sozusagen mal geschenkt kriegt als Transfer. Und da ein Element von europäischer Solidarität dran ist, an dem Plan, wie nur gedurcht ist, den nicht für drohen sollen und nicht go. Und das geht ganz pompös zu Brüssel vorgestellt, was interessant ist, also aber das ist
nicht weder Kommission noch Parlament so wirklich zu dezidieren, weil so sind, die aus den nationalen Hauptstädten kommen, am Anfang aus den nationalen Budgeten. Und das ist ein bisschen die ganze Schizophrenie mit der Kommunikation, dass am Anfang zu Brüssel vorgestellt wird, aber das, was an der Käse könnt, hängt ja am Anfang davon ab, was nationale Politiker so in der Menge. Und ich meine, mit dem Kontrast von Kommunikation, also immer ganz schwer, eine einheitliche, starke Message zu holen, während immer bei dem Modus wo kommunizieren Brüssel annonciert etwas, der Streitschriftfrieden drüber und dann hast du nur könnt du nur etwas anderes dabei raus, das annonciert hast. Ich meine, das ganz verwirrend, dass hier viele Bürger, viele Journalisten und einfach auch viele Politiker. Ich will einfach mal auch dazu das E-Wort abgreifen, das du genutzt hast, und zwar Streit. Christoph, als Streit etwas, was mir wirklich an den letzten Wochen am Ende vermisst haben, auf nationalem Niveau, und noch vielleicht mal auf europäischem Niveau, weil du gibt ja auch ganz sehr die Kontroversen zwischen den Südländern und den Nordländern, Stichwort Corona-Bonds, die eigentlich, also die eigentlich so in meiner Eurobonds, die so ähnlich genannt gehen. Erhoffst du dir auch vielleicht auch für die Debatte am Europäischen Parlament, die du gleich anfangen, auch ein liebisch Debatte, wie das da ein bisschen gefehlt hat? Ich erinnere mich, dass dir ja auch an ihrem Podcast in der anderen Daten beschwert hat und darüber berichtet. Ja, ich meine schon, also Streit hat ja am Anfang eine pejorative Konnotation. Ich meine, gehört auch zur Politik dazu, und ohne Streit, ohne Streitkultur am konstruktiven Sinn werde noch nie richtig gut mesuren, ob richtig gut mesuren kommen. Ich meine, dass wir aber nur insgesamt an einer anderen Phase sind, wie damals, wo wir das noch ein bisschen mehr klar kritisiert tun. Ich meine, dass so verschiedene Sachen rumgehen, also die Phase, wo ein großer Nationaleinheitsfront, ob man es zu Lützeburg war, wo alle Parteien, all politisch, sozial Akteuren op enger Schienen waren a so wann het echt ass wann geféierlech gëtt, dann haben wir all ze summen not als Klangland zu Lützeburg vielleicht auch zu den. Ich meine, dass man do schon drüber raussehen, dass das Lo aber auch schon klar ass, dass sie Regierung darf kritisieren, dass sie Sachen darf aufstellen, an wat ihr empfangen an dat hun du nech mich am Anfang immer gewonnert an letzte Wochen, dass dat letztlich auch am Ende von der Regierung ass, dass sie an so enger Phase an so einer Krise, an so einer Pandemie, dass die normal ist, dass sie Fehler möchte und dass sie die schnellstmöglich muss korrigieren. Und das gesagt, die Luft vielleicht auch beim Debat auf europäischem Niveau, dass die Hilfen oder die große Park relativ spät könnt. Also ich meine, für die Entreprisen, die richtig Probleme hatten, die müssen zumachen, die man Obdreh hatten, etc., die sind nur an der kritischen Phase. Also die echt verjeten Insolvenzen, die werden lo kommen an Schwerten, dass die Park die auf EU-Niveau décidéiert gouf, dass den für ganz viele wird zu spät kommen. Bon, ceci dit, gouf auf nationalem Niveau gerade zu Lützeburg gouf ja aber einiges décidéiert, notamment nur den echten Hilfen an Kreditpack sind lo aber auch Hilfen décidéiert gehen, die direkt subventionieren und die direkt auch bei den Leute respektiv bei den Entreprisen kommen. Ich meine, dass sind du schon kann darauf aufbauen zu Lützeburg, ob man es ja. Ines, über deine Rolle an der Krise als Präsidentin vom Presserat werden wir gleich schwätzen. Wir erinnern daran, dass du auch europäische Sujets schaffst für das Lützeburger Land. Und was du die Lektüre von Christoph, dass die EU du wirst dich spät tun hast für die Debatte, die wir gleich an 50 Minuten werden. Ja, ich meine, das deelt wahrscheinlich bei allen Journalisten, alle Journalisten, das spät kennt. Ich meine, das ist auch nicht die echt Spätreaktion, wenn ich so will, so. Also eigentlich wird sich ja die Kommission daraus ausgezeichnet in den letzten Wochen, dass sie immer ein bisschen zu viel spät war. Also wenn dir zum Beispiel den Debat guckt, auch über die Grenzen ob. Du hörst zwar Madame von der Leyen dann irgendwann reagiert,
noch ein bisschen mehr frei vielleicht wird dann noch ein abgekraft go auf nationalen Plattform eigentlich im Prinzip war sie auch du spät für wirklich mal klar Tacheles zu schwätzen an zu suchen das geht so nicht ich mengen aber wir wissen ja wahrscheinlich auch alt dat eventuell auch zu dienen wird mit der nationaler Herkunft von der Madame von der Leyen die wird sich vielleicht nicht ganz frei davon erkennen machen dass ja ihn von denen großen Akteuren mit den geschlossenen Grenzen Deutschland war ja mehr stehlen die Abschätzung von engen Kollegen ja kann ich so sagen. Monika ich wollte ganz kurz aber bis nach so wenn man aber bei dem Punkt sehen dass die EU zu spät reagiert wird so wird aber ganz sehr flexibel reagiert wat den Stabilitätspakt zum Beispiel geht Kompetition geht also alle guten die steuerlich an ökonomisch Restriktionen die am TTIP verankert sind nur flexibilisiert wie für dat Memberstaaten méi schnell konnten reagieren et gouf Corona Responsive Investment Initiative plus mit 37 Milliarden de Programm SURE de kurzarbecht für Entreprisen erlaubt mit einem Budget von 100 Milliarden Delo nach richtig umgesetzt wird. Die EZB, also die Europäische Zentralbank und die Investmentbank haben auch agiert. Also da kann ich nicht sagen, dass nichts geschieht ist. Und auch Lützeburg wird auch 300 Milliarden akkordiert kriegt für die Lützeburger Entreprisen, dem Gesundheitssektor können nach dem zu greifen an der Krise. Also das nicht gemerkt kann oder das viel zu los reagiert gouf net fast eine ähnliche Situation an der wir sind das eine Finanzkrise von 2008 als wirklich ein europaübergreifend Krise die all Land unterschiedlich trifft mir sie trifft all Land. Und du also doch ganz schwer ich weiß nicht bei wem der Polizei oder der Ambulanz ist. Das ist eine Krise, ja. Ja, nee, ich wollte aber so natürlich wäre es schön gewesen, direkt ein riesen Paket zu holen. Aber du musst natürlich auch immer aufweichen, wie machen wir das? Dafür wollte ich ganz kurz so es gouf schon etwas gemacht und dafür sind ich auch gespannt auf den Recovery Package, was du konkretes Wert kommen. Was vielleicht mit darüber schwätzen wir später ja auch du hast ein paar Mesuren abgezählt kann ich nicht behaupten dass du alle Mesuren super prominent auch an den Medien platziert go du werden mal gleich auf den Ball und als 3 Journalisten weitergehen kann ja auch mal dazu zusammenhängen dass effektiv Nationalregierungen omnipräsent waren an den Medien wie gesagt darüber schwätzen wir gleich ich will auf jeden Aspekt wegkommen Monika den Diego am Anfang an seiner Analyse gesucht wird und zwar dass ein bisschen schizophren ist dass es Kommission ist die heute Recovery Plan 4 gestalten dass es am Endeffekt für allem Negoziationen sind von den Membersländern die da am Hintergrund stehen da kann ich sich natürlich vorstellen ja was möchte dann die EU, das Europäische Parlament was möchte dann ein EU-Deputiert in dem Fall ein EU-Deputiert du stehst dir ist bestimmt nicht langweilig auch an der letzten Zeit an letzte Wochen an letzte Mail du hast nur den neuen hast du erstmal gesagt Group-Meeting wie gesagt du nur hast Plenär und wir werden auch über die Resolutionen schwätzen von dem Kultausschuss wie hört sich dein Alltag durchgestaltet an letzter Zeit ich schwätze nur nicht mehr über das Klar dass man viel virtuell geschafft haben wie kannst du als ein von 705 Deputierten du auch inhaltlich Beiträge schlichten Mikro oder Mund. Ja. Das fängt schon am Niveau von unserer Fraktion, also Renew Europe, dem Group, an denen
einzelnen Gruppierungen, das heißt Cult Renew, Emploi Renew, und an den verschiedenen Gruppierungen haben wir uns eben virtuell getroffen, haben zum Beispiel auch Position-Pabeieren, also Positionspabeieren erschafft, und du fängst den dann an den kleinen Gruppe, an Sängerfraktionen an. Jeder kann seine Ideen beisteuern, seine Kritik natürlich auch. Da wird da geguckt, Kompromisse zu finden, und da kommen jetzt hier verschiedene Kommissionen, die passen gut bei ihnen. Wir nennen das Working Groups, zum Beispiel als das Emploi an Ökonomie oder auch Emploi an Kult, Kultur, Education. Und da können den so zusammen, da guckt schon da mal ein paar Bayer zu machen. Und dann geht von der Fraktion, vom Group für Renew ein paar Bayer erstellt. Und dann also und die Präsidenten von den Fraktionen, die kommen dann zusammen. Das war bei den letzten Resolutionen der Fall. Jeder so ein bisschen mit Sängervue vom Problem, Sängerproposition für Lesungen. Und dann wird so verhandelt eine gemeinsame Resolution, was ein Kompromiss erschafft. Und da ist es aber gelungen, bei der Lascher die vier großen pro-europäischen Parteien zusammenzukommen. Was für mich wirklich flott war, weil schon auch da zum Beispiel am Kultur und Ulayes, was Journalisten angeht, abbrucht. Und das finde ich halt auch das ist flott. Wen Ulayes hat? Meine Journalisten bei all den Mesuren, die da auf der Weg gelöst gehen, auf der Weg gebracht gehen, dass auch Journalisten und Medien zum Beispiel mit konsideriert gehen, weil als freie Journalistin kann ich mir vorstellen, Reklamen oder Publizitäten brechen bis zu 80% bei an. Du weißt, der Christoph bestimmt noch mehr Details darüber recherchiert, bis zu 80% teilweise an den Printmedien ausfallen. Dass gerade Freelancer oft die sind, die dann vielleicht drin leiden, die nicht den Chômage partiell können kriegen an Land. Also wir schwätzen nur immer pan-europäisch, nicht just was zu Lützeburg Mesure gouf. Da ist es mir aber wichtig, dass auch Journalisten Mitarbeit zu geben. Ja, über die zwei Mesuren effektiv, die ich mal dir beschwätzen, und du hast eigentlich schon angeschwärzt, und effektiv den Aspekt, dass Zeitungen bis zu 80% von ihren Revenuen verlieren, weil die Annoncen weggebracht sind. Und du fordert das Europäische Parlament, dass auf europäischem Niveau denen Zeitungen soll geholfen gehen. Christoph, dir hat dich bei Reporter intensiv mit dem Sujet befasst. Vielleicht kannst du eher Recherche, vielleicht eine kurze Summenphase für die es nicht gelesen haben, und dann noch darüber reagieren auf so eine Resolution vom Europäischen Parlament, als hätte das echt nice to have, oder ist das effektiv genau die richtige Antwort an das, was du dir als Journalist an dem Fall auch von einem Europäischen Parlament erwartest? Vielleicht mit der zweiten Frage anzufangen, das meine ich schon ein wichtig und ein gutes Initiative vom Europäischen Parlament, mir auch darum muss ich sagen, dass es am Anfang für viele Medien am Anfang schon zu spät kommt. Ich meine, du hast dann echt interessant zu gucken, wie die mittelfristige Unterstützung von Medien ist. Und ich meine, das weiß Monika Semedo auch, dass es nicht just eine akut vertiefte Krise aktuell gibt, mir das Pressekrise insgesamt an den meisten europäischen Ländern schon lange grassiert. Ich meine, die Recherche, die du angeschwärzt hast, die betrifft notamment, dass die akute Krise, die Pandemie sich auch zu Lützeburg ausgewirkt wird, dass notamment die Entreprisen, die müssen zumachen, die Geschäfte, Restaurants etc., dass die natürlich, wenn sie zumachen, keine Annonce mehr schalten. Und dass aber die meisten Medien, vor allem Geprint-Zeitungen, noch immer aber zu einem wesentlichen Teil sich gerade durch Annoncen finanzieren. Und du gesagt, du die ganz sehr gesehen, das ist eine Sache von dir gewesen, wenn ich mit den Leuten schwätze, mit den Responsablen von der größten Zeitung zu Lützeburg, wo ihn das gespürt wird. Und wenn ihn sich an seinem Geschäftsmodell darauf auch konzentriert, dass Annonce-Resetten am Anfang alles das, was den so ein Kontinu produziert, letztlich finanzieren, dann können die ganz sehr in eine schwierige Situation
an dat gesehen zuletzt notamment an de größten Jahreszeitungen auch mir klang Publikationen sind aber du von der betroffen an notamment da das ein Spezialfall zum Beispiel essentiell den sich bald zu 100% durch Annonce finanziert die steht natürlich für einer ganz schwierige Situation weil die Geschäftsmodell natürlich zu mit der Konjunktur zusammenhängt. Ich meine interessant ist was die mich responsable und aber auch soen da sind aber versicht mittel- bis langfristig Aufhängigkeit vom Annoncemarché auch von der wirtschaftlicher Konjunktur bisschen reduzieren. Das ist mir einfach gesucht wie gemacht. Ich meine, du auch muss ich unerkennen, dass die letzte Regierung ziemlich sehr reagiert wird. Natürlich hast du das Land von der kurze Wehr Vierdeel zu Lützeburg an, dass dann der Marché ever überschaubar ist im Vergleich zum Ausland an hun eng sogenannt exceptionell op de Webrucht, die soweit ich weiß relativ relativ ohne größten Verwaltungsopwand lokal verdeelt gehen, wo quasi alle Medien können eng Demand stellen wat die Medien, die am meisten von der aktuellen Krise betroffen sind, werden den ganze helfen. Was du am Lauf von deiner natürlich als Journalist immer wichtig auch Aufstand zu hören zu Sujeten, die beschafft. Mir was du Heinz, du bist an einer schizophrener Situation an deiner Recherche oder was du drüber geschrieben hast, weil das Geschäftsmodell von Reporter ist ja ein anderes. Und schizophren, also chronisch, dass du Heinz einfach für dich eine Analyse am Kopf gemacht hast und ein Motto, ja, ein Geschäftsmodell, den eben nicht auf Annonce basiert, mehr ich erinnere du Reporter als durch Bank Crowdfunding entstanden. Die sieht total unabhängig von Annoncen. Wie gesagt, hast du dir Heinz gedurcht, mir alles richtig gemacht, die anderen werden jetzt mal folgen. Also das ist unabhängig von der Recherche, weil die feiert den ja aber objektiv durch, weil es ja nicht nur um Eis geht. Ja, da tun steht noch stolz, dass das nicht objektiv war. Was schon stimmt, dass mir als natürlich Demos dezidiert tun, unabhängig zu sein, natürlich politisch, am politischen Sinn, aber auch am ökonomischen Sinn, soweit es geht. War natürlich das Argument, dass man nicht von Annonceuren abhängig sind, die aber auch bei anderen Medien, das ist auch schon viel kommen, können Druck ausüben, so mal für eine wohlwollende Berichterstattung nicht zu erzwingen, mir so ein bisschen not zu helfen, wenn ihr zum Beispiel seht, dass ihr dann an nächster Zeit nicht mehr viel Annonce wird schalten. Das ist die Überlegung, die mir gedurcht tun, dass man so dass man auf eine Annonce verzichten. Dazu können eine pragmatische Überlegung, dass der Annoncemarché gerade zu Lützeburg am Digitalen überschaubar ist, dass dort Resetten auch vor allem von den großen Player von einer sich abgedeelt sind. Mir stimmt schon, dass wir am Moment merken, dass wir im Vergleich zu anderen Medien Männer von der generellen Konjunktur aufhängig sind, dass wir am Anfang ein Modell haben, den bald nimmen ob Abonnenten besteht. Wir kriegen auch ein Kleinhölle vom Staat, eine Presse, eine Subvention für Online-Medien, die bei weitem nicht so hoch ist wie die für Printmedien. Wir finanzieren das quasi zu 80% nimmen durch Abonnenten an das kann ich natürlich auch ganz anders planen, weil dann just von der Abonnentenentwicklung aufhängig ist an nicht einen direkten Konjunkturabbruch direkt spielt. Das ist bei uns der Fall, bei den anderen aus der Tisch anstehen. Gesehen, dass Monika will darüber reagieren und dann werde ich Diego noch eine andere vorstellen zu einem anderen Punkt an eine andere Resolution, die oft mit den Medien zusammenhängt. Monika, ich muss nicht ganz sehr reagieren. Ja, ich meine, das wird auch Tant gehört, nur gerade wollte ich das aufmerksam machen. Denn Christoph hat die exceptionelle Eden vom Staat für die Medien angeschaut. Man das ist möglich, auch eben durch die 300 Millionen Euro, die Lützeburg von der Kommission akkordiert wird. Das gehört alles zusammen. Ich bin schon mal zu meiner Kollegin Ramona Strugario
einen Brief einer Brill und Kommission geschrieben, wo man Notfallfonds für die Medienbranche fordern, an eure permanenten Fonds für die Unterstützung von Journalisten. Also dass man nicht logisch, dass man und Medien denken, mir individuell aufgesehen von der ganzen plenären Resolutionen sind wir auch aktiv an vielen Domänen, an sind auch für Renew schaffen ich dann demnächst von Creative Europe, also das steht kreativ an Medienbranche, wo Journalisten dazu gehören. Ja, am Moment gehen wir 61 Millionen zur Förderung auch von gutem Journalismus an, da fordern wir da 100 Millionen Diskussionen haben noch nicht angefangen. Wir werden natürlich, muss ich immer wiederholen, ob ein Akkord über den EU-Budget für die nächsten 7 Jahre an, wenn die bis gesagt ist, da können wir auch drauf schaffen. Und natürlich als Medienbranche und Kulturbranche, die vielleicht mehr lang auch noch wird unter dieser Krise zu knabbern haben. Und die Sujeten bleiben noch drin. Ich bin kurz und den Diego, mir verweist darüber, dass ich habe mich auch schon gemeldet, gell? Ja, Ines, ich bin schon vergessen. Ich will noch auf einen anderen Punkt zurückkommen, und zwar wird das Europäische Parlament gefordert, dass als Reaktion auf viele Fake News, die aktuell kursieren, es soll eine zentralisierte Kommunikation von der EU geben an den 24 Sprachen von der Europäischen Union, auf denen verlässlich Quellen, Informationsquellen an dem Fall zur Covid-Krise abrufbar sind. Diego, schlussendlich statt kommentieren, als das macht er sehr davor, wie viel dem Christoph gestaltet, als der bist du ja, und der Hölle frei, wenn es uns geht, Fake News zu bekämpfen oder als das just nice to have, und schlussendlich auch das viel gesucht wird, natürlich reagieren. Ich mache einen Projekt zu dem, was Fedro gesucht hast, du Mutter. Also ich stelle mir mal frohen, wann Behörden, Administrationen oder politische Organe dekretieren, was Fake News sind und was nicht, oder das probieren zu definieren. Wenn man da ein grundsätzliches Problem, dann ist nicht unbedingt der Meinung, dass das in einem Parlament so ist, dass eine Richtschnur ist, das er nicht. Das fand ich grundsätzlich problematisch. Und dann, für auf das zurückzukommen, was Fedro gesucht hast, am Real zu den Fake News, das zum Beispiel den Journalisten gerade in der Stadt Fedro, sie hatte verschiedene Initiativen von der EU nicht prominent genug zur Geltung gestaltet, nicht prominent genug darüber berichtet. Und ich verstehe noch, dass Madame Semedo wird die Initiativen, die das Parlament verteidigen, und sieht, dass nicht wo, dass die EU nicht gemäht wird. Das mag stimmen, aber da muss ich aber vorstellen, wer das die EU? Und die EU, das sind nun eben auch die Memberstaaten, und da kann das Europaparlament so viele Resolutionen stimmen, wie sie wollen, und die können so positiv sein, wie sie wollen. Wir waren gleichzeitig Deutschland sieht, ich mache mir Grenzen zu, und Holland sieht, ich will nicht für die Italiener bezahlen, weil sie faul sind, was die Tatsache gesagt wird, dann als nun immer das, was hängen bleibt, und das ist auch die EU, Länder machen die EU aus, die Film zu Brüssel, die Kommission oder das Parlament so, ja, das sind die EU sind Memberstaaten, ja, aber die EU in die Memberstaaten wäre ein bisschen komisch. Und du willst auch darum so, wenn ihr seht, die EU möchte oder die EU möchte nicht, was hilft das überhaupt? Und räumt zu der Schizophrenie, die zu schwer möchte kommunizieren. Madame Semedo ist ja im Group Renew. Du weißt zum Beispiel, dass du hast die 66 dabei, die holländische Partei, die ganz pro-europäisch ist am Europäischen Parlament, die ganz proaktiv ist, die ganz gut Sachen möchte, die gleichzeitig auch zu Den Haag die holländische Regierung stützt, die nicht zu allem sieht. Und das kann einfach kein Bürger verstehen. Für wer die nämliche Partei zu Brüssel aus zu allem ja sieht, an Holland die nämliche Partei nicht sieht. Und du fand ich, werde ein bisschen Verständnis für die Bürger an Medien, die kaum sind, am Anfang nicht zu verstehen, das muss sie verschaffen. Und gleichzeitig fand ich es immer problematisch, wie wenn du siehst, verschiedene Sachen gehen nicht genug an positiv Brief gestaltet. Ja, aber bon, Fakt ist, dass die EU komplett zerstritten war, und das schwer zu verneinen, und auch immer komplett zerstritten ist. Und darüber muss ich noch berichten. Auch wenn es nicht das ist, was verschiedene Administrationen wie das Europäische Parlament gerne hätten, das ging auf viel gestracht gehen. Das ist nun immer die Rolle von den Medien, das nicht eher Kommunikation zu machen, mit das verschiedene Entwicklungen kritisch zu bereden.
Merci, ich weiß auch, was die Rolle von den Medien ist. Merci, dass du das aber nicht definiert hast. Dass man nicht darum geht, irgendwie zu kritisieren oder das hat es nicht positiv gut genug durchgestaltet. Das tust du aber. Überhaupt nicht. Aber es war, ich meine, das ist unbestreitbar. Und Ines hat das, mit Ines kein Durchschluss, eine Woche hat anders gesucht und reagieren, hat das am unmittelbarsten Matkrit oder Mattaliert. Es war ein ganz stark an den letzten Wochen, an mir nicht immer noch Kommunikation, die unter Exekutiv an der Regel also die nationale Exekutiv gerichtet war, auch Chamber oder Debatten an der Chamber sind nicht wirklich prominent vorkommen, weil ihn sich ganz stark auf den Regierungspressekonferenzen orientiert wird, Geburt zu gehen. Weiter geschieht bei einer Mesure gehört, wie ich könnte bei einer Art von Dekonfinement an. Am Anfang war es ja so, dass Ines die einzige Journalistin war, als Präsidentin vom Presserat, die vorgestaltet wird, die dann von den Medien gesammelt gestaltet wird. Wie hast du die Zeit erlebt, Ines? Hast du dir auch bis zu so einer lebendigen Debatte gefehlt? Also ich gebe gerne noch enke ob den Avant oder ob die Mitteilung von Madame Semedo reagieren, weil ich mengen das weiß ganz gut, wie das funktioniert mit Brüssel und dann auf dem nationalen Niveau die Resolution, wenn ich nicht E-Mailen gefliert sind an Internet gucken, gebe ich nicht wissen, dass sich do im Parlament angesagt go für Journalistinnen zu Lützeburg. Also ich schon zum Beispiel keinen Kontakt gehabt mit Madame Semedo über die Situation von der Lützeburger Journalistin, was ja aber frappant ist, wenn ihr selber für den Doten Wolli zuständig ist. Also wir hatten keine Chance darüber. Das will ich just halt so, weil das weiß man nicht genau die Problem, war das Brüssel, war das Lützeburg. Für die andere Sache, ja, Covid-19. Du hast vielleicht auch mal daran erinnern, dass Monika an einer guten 10 Minuten muss gehen, vielleicht Monika darüber reagieren lassen. Gern. Auf die Schizophrenie, auf den Diego hingewiesen wird, als Beispiel die Gruppe oder die Partei D66, die sich am Renew Group ernst verhält, wie als der holländischen Regierung Monika das denkt. Ich wollte darauf zurückkommen, was den Diego gesagt hat, wann Stufen geschwärzt wird, dass die EU reagiert hat. Nicht viel los, sie hat aber reagiert am schnell auf verschiedenen Bereiche, wie sie das so normalerweise mischt, das viel mehr flexibel ist, wie sie das so normalerweise mischt. Kommission ist ganz umgekrempelt, gehen ganze Abteilungen sind auf Verdelung eben von Hilfskräften strukturiert gehen. Das hat nichts mit Fake News zu tun, und das heißt, wann gibt Kelia machen, wo man über den anderen Thema geschwärzt haben. Also mit dem Beispiel D66 mit der Partei aus Holland an. Ja, es gehen verschiedene Parteien an verschiedenen Gruppen auch so, wo es können man so in Diskussionen können gehen intern. Daylight, mit denen ich von D66 geschwärzt noch zu denen haben. Die sind ganz pro-europäisch, auch an unserer Fraktion, also der Fall, dass wir aber ein bisschen mehr streng sehen, was Budget angeht, was Subsidiarität angeht, an anderer mehr Europa wollen, mehr Föderalismus wollen. Und da ist eben den Austausch, aber mal auf einen Kompromiss kommen, als das auch ein Kompromiss, den die verschiedenen Aspekte mit anhält, auch am Parlament. Konnte man allgemein zu den 4 größten Parteien eine Resolution entschieden. Als Aufgabe ist es, Resolutionen zu machen. Wir haben kein Initiativrecht. Leider. Ich kann nicht mehr betonen. Mit dem Blick auf Auer muss ich... Ja, wir haben kein Initiativrecht mit der Resolution. Fordern wir die Kommission aber formal auf, für zu agieren. Also natürlich...
wir können es gern erhalten, effektiv sind doch noch nicht umgeschrieben gehen. Zum Beispiel vom Presserot, wir können aber gerne E-Mail in Austausch, also vom Presserot oder vom Lützeburger Land, dass jeder will. Wir sind ganz offen, natürlich. Nur sind recht seit Januar an der Kulturkommission mit dabei. Und du hast auch schon direkt am ersten Meeting, am ersten Wort, als auch schon direkt der Lockdown kommt. Leider, per E-Mail, wir können immer alles austauschen. Wir sind ganz offen und ich bin natürlich auch froh, auch wenn es kritische Reportagen sind, das gehört zu ihrer Arbeit, das wird auch früher zu Menge gehört, wenn mehr Europapolitik und auch das, was wir am Parlament machen, auch von den Lützeburger Zeitungen und europaweit vielleicht noch ein bisschen mehr an den Vordergrund gestaltet. Das wäre flott. Darüber los können dann als 3 Journalisten am Laufen ihre weiteren Antworten reagieren. Du warst natürlich nicht Sprecherin von der Partei D66, klar ist, dass Parteien heterogen oder Parteigruppen heterogen aufgestaltet sind. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ich meine, Kritik von Ines war ja echt auf der Kommunikation hier. Ines war, wenn ich das richtig verstanden habe, Ines war so positiv, dass du Resolutionen 4 Journalisten für den Anteil von den Journalisten bestimmt kaufen. Mais, wenn ich das aber richtig verstehe, hast du dich gefreut, wenn Monika den Telefon an den Grab geholt hat an den Presserot oder dich als Präsidentin vom Presserot angerufen hat. Also ich meine, das weiß einfach ein bisschen, wie es funktioniert, sowieso in einer Krise, aber auch zwischen nationalem Niveau und zwischen Brüssel. Das ist ein bisschen symptomatisch. Ich will auch nicht Madame Semedo in ein Ekto stellen, das ist eben just ein Mandat. Also ich hätte natürlich auch ganz gerne eine E-Mail geschickt, mir erlaubt mir zu so, und ich schon der viel E-Mail geschickt auf nationalem Niveau für Hai überhaupt, also Situation Hai irgendwie ein bisschen zu durchleuchten und zu analysieren. Und ich meine, also für mich ist einfach wichtig zu konstatieren, wir hatten den Kontakt nicht. Ich fand das eine gute Initiative. Das ist ja klar, aber ich meine eben, es merkt an dem Covid-19 verstärkt sich ja eigentlich. Das ist wie ein Verstärkereffekt von Strukturen, von Schwachstrukturen, die schon für tun da waren. Und das ist just ein Beispiel. Wahrscheinlich kann ich noch andere Studien auch gucken, und werde Ihnen wahrscheinlich ähnliche Sachen fanden. Wie sie aber auch da den gerade was Straßburg als auch gerne mal Journalisten trifft, sind auch schon von vielen Journalisten ugeschwart gehen, halt so auch an einer Migros daran, wenn man dann zusammen etwas erste gehen, das natürlich sind Brüssel oder Straßburg Korrespondenten meistens dabei, wir haben ja leider nicht viel am Land für allem was Brüssel, also für Lützeburg will ich sagen, die Brüssel-Korrespondenten sind, das geht auch mehr einfach machen, Relationen zu pflegen. Du sind aber, wie gesagt, ganz oft, sie sind angeladen, so deren Kollege besteht oder wir machen eine Videokonferenz und dann könnt ihr mir erklären, wo im europäischen Niveau Kind eine Verbesserung kommen. Das macht, also ich hatte aber mit, wie unser Gehirn, ich habe noch aufgeschrieben, Media Coalition, wo zum Beispiel Reuters mit dabei ist, Agence France, ich weiß nicht mehr. Genau, die haben mich aber kontaktiert, da haben wir eine Videokonferenz gemacht. Also, das ist alles möglich. Die haben auch erklärt, wo zum Beispiel Probleme sind, was den Zugang zu Events, so mal einem Fußballspiel, wo zwar keine Visiteure sind, aber dann nehmen Journalist darf dahin und auch was das Kind eventuell für Konsequenzen haben in Zukunft, dass das nur noch mehr Lage so gehandhabt wird, an Pluralität, Diversität auch von der Presse Kind minimisieren. Also, wenn es aber möglich ist, mit dem britischen Herr von der Media Coalition zu schwätzen, sie haben mich kontaktiert und da klappt das. Dafür, also ich fordere mir so bald ab, dass wir das in kürzester Zeit machen. Das ist natürlich mehr flott, wenn man sich persönlich auch treffen kann. Das war ja ein bisschen ziemlich schwierig. Und dafür ist es gut, dass ihr auch Kaffee abhaut oder also Terrasse absehen, oder vielleicht treffen sich dann Ines und Monika
ob enger Terrasse hier an der Stadt zu Lützeburg oder zu Bresel, für das dann auch mehr intensiv zu beschwatzen. Wenn zu dem du mal einen Punkt, und du willst aber wirklich auf die Rolle von Ihnen zurückkommen an den letzten Wochen. Monika hat ein Beispiel geholt von Sportberichterstattung, wo dann oft die Unzahl von den Journalisten limitiert ist, weil der Meinungspluralismus natürlich auch anhängt. Aber wie gesagt, du hast das Ines ganz frappant erlebt, dass du einfach die Einzeljournalistin warst bei den Regierungspressekonferenzen. Ziel ist mal einfach, wie ist das gelaufen, wie ist das am Vierfeld gelaufen, die Spuren zu sammeln von den Journalisten. Und wie hast du dich da einfach gespürt, du an dem Vier Premier dort am Nymph von allen Journalisten, ohne dass du aber wirklich kannst, auch für alle Journalisten vielleicht auch die Nachfrage stellen, die den einen oder anderen Journalist aber gerne gestaltet hat? Also erstmal muss ich sagen, ich war nicht allein, also das war Teamwork, sonst hätte das auch so nicht geklappt. Das ist richtig, dass ich natürlich in meiner Funktion als Presserot die Sachen, also ich will mal so den Kader zu summen gesagt tun, aber viel Marge de Manöver hatte mir als Presserot auch nicht, da das so gelaufen, dass ich ein E-Mail-Code vom Kabinettschef den gesucht hat, den Premier GIF lo, wenn es dem Lockdown in Zukunft die Pressekonferenzen just noch als Livestream machen. An mir hun dann eigentlich, also wir waren eigentlich echt da sozusagen vor den Fakten gestaltet. Ich habe noch eine Rückmeldung hin, weil ich eigentlich die Formel von Anfang an nicht ganz gut fand, die ist relativ statisch, wenn ich das so will, so, weil mir ja eigentlich just mir lauscht ihn sozusagen den Minister oder die Minister, die du hast, und dann kriegt ihn über, so muss ihn sich das vorstellen, über eine E-Mail-Adresse, die den Service Information et Presse zur Verfügung gestellt wird, den ja die Informationsinfrastruktur gebaut wird, und dafür so ist auch merci. Da kriegen wir also dann die E-Mailen von eisen Journalistenkollegen an Kolleginnen, und dann lesen wir sie 4. Das ist ein relativ statisches Konzept. Wir waren eigentlich durch 4 vom Presserot. Mir hatte gefragt, ob wir nicht so etwas Kind machen, wie eine große Videokonferenz, wie wir das eben haben, dass wir die Journalisten selber könnten die Stimmen losen und dass sie hier vor und dann könnte stellen. Und da das dann alles aus technischen Gründen als gesucht ging, das wäre nicht gegangen. Das vielleicht just pour l'histoire. Dann war es so, wir haben dann relativ sehr in ehrenamtliche Pool müssen aufstellen von Moderatoren und Moderatricen, die also dann die Vorgifte verlieren. Wir haben relativ sehr dann auch aufgestellt, ihr Leid vor dem, wie das soll funktionieren, weil die Moderation muss neutral sein. Das ist gut nicht so einfach, also das mengt den, das wäre einfach, aber das ist nicht so einfach, weil ihn eigentlich im Prinzip, also für einen Ekran sitzt, da kommen dann nur relativ viel Frohen ran von verschiedenen Medienhäusern, an je nachdem, wie die Medienhäuser sind, wie groß sie sind, an was für Plattformen sie haben, findet ihr natürlich relativ viel Frohen von einem Medienhaus, vielleicht mehr wie von anderen Medienhäusern. Und für du zum Beispiel auch schon den Platz zu machen, dass auch Medienvielfalt kann kommen, dass auch alle Journalisten eine Chance hat, für froh oder hier froh zu stellen, war es eben auch nötig, auch zu versichern, eine gewisse Ponderation zu machen. Also wir sind zum Beispiel bei Redaktionen dann gegangen und haben sie gefroht, bei den großen Medienhäusern für die Sachen ein bisschen mehr zu bündeln. Wir haben eine Limitation gehabt, was vorher waren, für das eben nicht plötzlich eine monopolisierte hohe Stunden dann vor Antwort spielen könnt zwischen dem Minister oder Minister über E-Mail. Für das zu machen, das war tatsächlich nicht so einfach. Mir das will ich noch dabei so, die Redaktionen kontaktiert, nicht all, weil auch das immer in einem ganz großen Zeitdruck geschieht, aber mir der verschiedene kontaktiert, für auch nochmal Feedback zu kriegen oder erste oder zweite Woche, wie es funktioniert. Und da waren zum Beispiel eng von den Kritiken, die an der Moderation gestaltet und das kann ich gut nachvollziehen, war, dass es eben nicht möglich war, wenn eng froh nicht beantwortet gouf, und das machen Ministerinnen auch mal ganz gern, dass sie Frauen eben nicht beantworten oder dass sie ganz elegant umschiffen, dass mir da noch ein konnte no haken. Und da tun wir dann auch probiert zu machen, aber die könnt ihr euch vorstellen, wir haben dann meistens Chance gehabt, für noch Enkel nur zu fahren. Ne? Und wir mussten natürlich auch ein bisschen aus dem Text, den als die Journalist oder Journalistin gibt, eroden, was will sie wirklich? Nicht als Journalistin als so präzis, wie sich das Heinz so gewünschen, auch wenn das als Mädchen ist. Christoph, hast du am Job von Ines zufrieden? Ja, also wir haben das ganze Format natürlich Ines so das ja auch ganz kritisch gesehen, und das ist am Anfang keine Kritik und der Presserhythmus natürlich echt an
und Regierung weil gesagt die lo aber dass es auch Milchkette go also ich kann mich noch daran erinnern 2-3 für Lockdown war noch eine Pressekonferenz von der Gesundheitsministerin Paulette Lehnert wo dann noch Experten nach Matra kommen sind und da waren wir an dem wir sind ja meistens an dem kleinste Saal den sich Kaffee stellen am Außenminister am Kooperationsminister das aus den Briefing soll wo schon knapp geht wenn alle Journalisten wenn alle Medium in zwei Journalisten checkt und da sind nur noch Experten rauskommen der Social Distancing war komplett unmöglich wo auch verschiedene Doktoren an Experten gesagt haben, das ist ja empfangen nicht zu das war die Echtphase und dann 2-3 Struppmenge schrift das neue Format vorgestellt wo sie dann an das andere extrem gegangen sind ich meine Log sei den das gehört auch zu Lützeburg auch am kleinen Lützeburg gibt genug Säle wo ihn das ohne Problem hat Kind nicht kriegen wie du am Convention Center um Kirchspiel organisiert du kann in 3, 4, 5 Meter Aufstand ohne Problem sitzen wie an andere Länder ruft das ja auch gemacht mit Pressekonferenzen Idee ich meine das so echt symbolisch gewirrscht dass in das Format so dass das problematisch für Journalisten weil was mehr problematisch als den Zugang zu relativ grundlegenden Informationen ich meine Ines hast du schon jahrelang gehört die ganze Presserot wie unser sogenannte Transparenzgesetz mittlerweile zu Lützeburg was für alle Bürger gilt mir nicht speziell für Journalisten gedurcht ist also zum Beispiel hast du eng Maximalfrist von 3 Mains wann den App aufreden Dokument und muss ihn vor allem auch mal ein ganz präzis Dokument umgehen wann den das nicht kann dann kann ihn von die UFO direkt vergessen und just für die praktisch für das praktisch durchzustellen hat den am Anfang echt vom Lockdown eng Information oder Dokument ugefrot da gebe lo an den nächsten 2-3 Wochen gewinn wahrscheinlich eine Antwort kriegen just für zu so wo mir méi e grosse Problem zu Lützeburg schon wann von ganz vielen anderen Ländern vergleicht da sind natürlich an enger Pandemie muss schi verreen und die Situation oppassen ich giflo net all einzelne Punkt kritisieren zu Lützeburg Problem wie du siehst dat man Ausland vergleichen dir doch Menge an ihrem Podcast wäre doch auf Deutschland gewesen Robert Koch Institut die Malet ich muss leider go Merci, ihr alle guten an schaffen mir treffen als da geschwind an Taschen aus der Narrenkehr aus ja merci ciao merci Christoph ich komme noch der Streck Stichwort Robert Koch Institut an Deutschland wird Krise akut war was ja immer noch akut ja doch gut am akut wohl am März da hatte sie praktisch all da eine Pressekonferenz und du war heernst du auch mal im Gesundheitsminister mehr sich weil du okay Regierungsvertreter dabei leider du das bei mir selbst nicht tun zu Lützeburg aus einfach bei mir wie klein sehen bei mir so und der man Experten hören von der Wissenschaft hier mit vielleicht auch vom Journalismus hier weil das ja ganz Connaissance neidisch für du sich Martinez zu beschäftigen da vielleicht mehr einfach aus an einem Land hat über 80 Millionen Einwohner wie in unserem Land. Da das ganz sicher so also im Vergleich zu Deutschland oder noch vielleicht mit kleinen Ländern sind wir natürlich so ganz anders abgestellt. Ich meine aber schon, das wird wahrscheinlich ein Layer aus dieser Krise sind, dass sie sich bei der Krisengouvernance und nicht immer bei der Krisenkommunikation anders muss abstellen. Also das gesagt den auch an, das hat man auch geschrieben an einem Artikel bei Reporter, dass zu Lützeburg, das war ja was schon kokas, dass das Gesundheitsministerin an der Premierminister fix op Detailfroen von den Medien hun müssen antworten, wohin sich kann vorstellen an anderen Ländern du gehtt genug Top-Beamten oder Sprecher, die dann du am Mem sind an Kompetenz sind für das zu regeln und bei uns dann meistens dann der Premier den am Anfang zu allem schwätzt, was wirklich nicht ideal ist und wird am Anfang auch ganz praktisch kein ideal Ausnutzung von der Ressource vom Staat ist, wenn man muss so sagen, dass der Premier muss all da Briefing gehen und du quasi als Regierungschef, als Regierungssprecher, als Virolog und als was nicht noch an einer Person muss auftreten. Ich meine, was sich du aber dann auch weiß, dass es für not einmal Lützeburger Journalisten auch eine große Challenge war an dieser Pandemie, weil man am Anfang auch viel Männer Journalisten noch wie natürlich andere Länder also ich mal, zu ganz Lützeburg schaffen so viele Journalisten wie allein bei der Süddeutschen Zeitung so kann ihn einfach mal
Relationen klar man. Und könnte noch dazu, dass man von keinen spezialisiert Medizin- oder Wissenschaftsjournalist zuletzt beschwindt. Das ist die allermeist Journalisten haben sich mit dem Thema ganz neu müssen befassen. Das heißt, du hat man auch am Anfang eine Phase, wo sich recht mal dort müssen rasch schaffen. Und natürlich auch sind auf Experten angewiesen, wo es auch nicht ganz viel geht zuletzt. Und die sich auch hat ja auch wochenlang gedauert, bis sich die Taskforcen recht mal gegründet und an von tun und auch so kommuniziert und wie sich das vorstellt. Ich meine schon, dass du verschiedene Spezialsituationen, Aspekte gibt, die spezifisch Lützebauer Modell leiden. Ja. Und die Sache nicht mehr einfach. Das ist ein Umstand vom Lützebauer Modell an weiter man den Blick auf Europa und du gehst den Diego Tour du warst EU-Korrespondent und normalerweise von Sommer sehen zu Brüssel dann würde die vermeist Doorsteppen wo ihn dann auf den nationale Regierungsvertreter kann vorstellen das alles als Waschgefallen weil sie sich alle auch virtuell gesehen haben Diego wie hast du wie wäre für dich zu Brüssel oder wie auch für dich aktuell Informationen zu kommen weil wie Journalisten zu Lützburg einfach auf den Terrain gehen und die Leute schwätzen aus meinem Job zu Brüssel mich schwer irgendwie. Ja, also das ist ja ein bisschen Journalismus, ich vergleiche immer ein bisschen mit Shopping, so geht in den Staat, irgendwie etwas am Kopf zu holen, wer die wird kaufen, und dadurch, dass die guckt und denkt, jetzt finde ich etwas. Und da ist so ein bisschen den Figur, die kann ich auch nicht mehr am Journalismus, kann ich nicht mehr aufhängen bei den Vertretungen an der Kommission, am Parlament, zufällig treffen und Sachen vorgehen. An die ganzen Element vom Job den op Zofang baut op informell Kontakte den as gefallen dat fand ich mein schön, ich fand op Dauer geht het net anecht das einfach zwei großen Deel vom Job der den durch sech an der Stroß gesehen austauschen und Terrasinn einfach Feelingkrieg für wat rief der Sache gezielt kein je net per Mail oder per SMS geschickt just so wo da ist da das von Schwierigkeit die wird nicht überbrücken können am Internet interessanterweise par contre bei größten Treffen da tut mich überrascht persönlich normalerweise sitzen 1000 Journalisten an dem Raum wo sie Staats- und Regierungschefs treffen an frohen de Premier von geht aber rausgeht was will aber du nur was gut an da das festgefangen wenn die Leute schon online treffen. Par contre interessanterweise dat ironischerweise Transparenz von dem ganze bisschen geworfen für wat weil so immer die Ministerin oder die Premieren sich in den meistens allein an einem Raum sind wo sind sie für ihren Bildschirm an ihrer Hauptstadt macht ganz viel Büro daneben drin sie viel mehr Leute Courant weil gesucht wird und sie viel mehr Leute denen die kennt Achse hun ich ironischerweise kann ihn du bereit frohen wieso immer und komischerweise sie noch Leute, wo das am Homeoffice vom Computer sind, auf ihrem Handy, einfach sie mehr schnell auf Mailen oder auf SMS sind. Das finde ich ein positive Kollateral von der ganzen Krise, die natürlich nicht gewollt war. Das gilt aber für Lützeburg nicht, ne? Ja, das fand ich eben, das ist das Problem, da den du ganz viel gute Wille von der Leute aufhängig ist und nicht institutionalisiert ist. An den Treffen hörst mat enger institutionalisierter Pressekonferenz aus de vier dir, dass du den Zeitpunkt dir gegönnt hast, wo du kannst Zeit frohe stellen, den hast festgewurscht. An der ist der Moment alles net das auch durchaus schon ganz problematisch. Und ja, ich fand den ganze Corona-Journalismus von daheim aus als einfach nicht ideal und entspricht nicht dem Beruf, wie eigentlich mitgehen die viel mehr Leute sind als ich mein, du immer ja. Ines, du hast gerade gesagt zu Lützeburg aus der nicht so da sehen aus positiven oder überraschenden Nebeneffekten mehr einfach und Informationen könnte ich erinnern du dass die Presse oder Allianzen verpasst wird und Regierung wo unter Transparenz geht vielleicht kannst du erklären worunter wie sich die Frustration vom Presserot oder an dem Fall auch für dich als Journalistin erklärt. Also ich losen dem Diego gerne sagen Metapher am Shopping, am Zufallsprinzip, das was im Journalismus vielleicht spielt.
Ich mengen aber mir schwätzen Hai von engem Krisenszenario, wo es tatsächlich um Informationspolitik geht von der Regierung aus, die verschiedene Schwächen, die den Christoph ja schon ugedeiht wird, einfach noch ein hyper verstärkt wird. Und ich menge eng von den Sachen, die wirklich muss festhalten ist, wir hatten eng zentralistisch Informationspolitik, die wird mich ganz ehrlich als Deutsch Ball an den Osten erinnert. Es war alles relativ stark. Also ob 2 Personen zugeschnitten, es war eben nicht möglich, auch in der Urgangszeit nicht möglich, für zum Beispiel Gespräche mit Experten und Expertinnen zu haben, die nicht über die Regierungs, wie sollen so, die Sprecherinnen, ich weiß noch nicht mal, ob es richtig Sprecherinnen waren. Es waren jedenfalls die Leute, die sollten schwätzen, so mir mal die Kommunikationsbeauftragten. Und ich mengen, den Wolle, den darf ihn wirklich nicht unterschätzen, wie das gespielt wird, weil das bedeutet, da den sozusagen, wenn ihr etwas wollt wissen als Journalistin über eine Kriseninfrastruktur, dann sind immer bei derselben Person gelandet. Eben, weil dabei kommen, dass zum Beispiel Sachen, die in anderen Ländern selbstverständlich waren, die Organigramme vom Krisenstab zu publizieren, die waren nicht dort. Das heißt, die Journalisten konnten auch kein Alternativ sichern, wenn sie keine Antwort kriegten, weil sie eben nicht gewusst haben, wen könnten sie denn in dem Kontext umschwätzen. Den Presserot wird schon am 1. April, du wennst ihn Treffen ugefroht, Mam Sib an Martinen Kommunikationsbeauftragten für sozusagen für die Doléanzen umzuschwätzen. Es waren der Feier, wie eng waren die Statistiken, die waren rudimentär. Die ersten Wochen waren sie rudimentär. Sie sind just ergänzt, ob nur froh während der Pressekonferenz. Wir haben kein richtig Zuhören gesehen. Das haben wir ugeschwart, die froh vom Zugang zu den Kriseninfrastrukturen. Zu der Zeit sind aus Italien die Bilder schon kommen, aus den Spidela. Wir hatten keine Achse an die Gesundheitsministerstadt, muss ich sich vorstellen, die wollte eigentlich auch Journalisten ganz raushalen. Ja. Dann haben wir gesagt, das geht natürlich nicht. Wir haben darauf hin als Presserot Rekommendationen gemacht für eine Covid-19-Medienberichterstattung, die GIF erlauben, einer ethisch properen Kriterien sozusagen, aber Zugang zu kreieren zu den Kriseninfrastrukturen an, Privatsphäre von den Patienten zu schützen, an zum Beispiel auch nicht, ich will mal so interferieren mit einem Urgenzprogramm, der natürlich, du musst auflaufen. Du hört ja auch als Journalist, als Journalistin, verstehst du mich viel. An die haben als vierte Punkt auch festgestellt, die Bildsach, wenn dir guckt, an da das eng wichtig Medienreflexion fand ich, die als noch 4 steht, wenn dir guckt, was für Bilder du über die Kanäle gelaufen sind, in den Zeitungen waren, das waren nicht unbedingt viel besser Bilder vom SIP, zum großen Teil waren sie auch vom Service Information et Presse. Also den Zugang für Fotografen war extrem schwer. Wir haben auch da müssen kämpfen. Wir hatten Soldaten, die Fotografen und Fotografen an der Arbeit gehindert tun, für zum Beispiel Spitäler, also Notinfrastrukturen zu fotografieren. An der 4. Punkt, das war den, wie gesagt, Organigramm, beziehungsweise all die Zusammensetzungen von den Taskforcen. Ich muss auch dem Christoph du leider widersprechen, die Taskforcen waren wohl nicht so spät am Platz. Sie waren relativ früh sogar am Platz. Sie waren just nicht bekannt. Und das interessant ist ja, an das etwas, was ich fand, was eine zweite Aufgabe wäre, für zu gucken, nur Covid-19 oder so, mehr nur der erste Welle, weil wir wissen ja nicht, wie lange als die Szenario noch begleitet. Die Froh von der Legislativ, die ja eigentlich auch ein Kontrollinstrument soll sein, die hat in Mengen an eine ganze Zeit lang nicht gut gespielt. Und es war interessanterweise in dem Moment, ich hatte eine Redung als Presserot mit der Chambre, wie mir darüber geschwärzt und an Eisdoleancen über den Informationszugang, den eben nicht gewährt war, auf zentrale Punkte, die mir darüber geschwärzt haben. Als du noch sind dann die Questionen kommen von den Oppositionsparteien natürlich, die gefroht hatten, für verschiedene Donnerien zu kreieren. Also just wie ich zu so, wir waren schon in enger Exit-Strategie. Es war klar, es gibt die Exit-Strategie angekündigt, und wir hatten noch kein einziges Modell gesehen. Wir hatten noch kein einziges Rechenmodell auf dem Tisch liegen. Wo geht das? Also, sorry, aber was hast du dir von der Legislativ erwartet, Ines? Ich hätte eigentlich vielleicht auch von der europäischen. Also ich hätte eigentlich erwartet, ganz ehrlich, dass die Regierung, die ja den Etat de Crise auch der großer Majorität, also einer qualifizierter Majorität zu verdanken wird, dass sie natürlich auch die Chambre brieft, mit verschiedenen Unterlagen brieft, dass sie abend, das tut sie in dem Sinn am Anfang nicht gemacht, sie haben just verbal sozusagen kommuniziert, aber viele Unterlagen waren nicht dabei, nur Menge Kenntnis, ob man es, und ich mengen, was ich auch von der Chambre erwartet, und ich fand, du hast sie ein bisschen spät kommen, und ich
delen du die Analyse von Christoph. Das war wahrscheinlich, da den sozusagen ein bisschen ein national Zusammengehörigkeitsgefühl am Anfang hat, für auch du ja eigentlich sozusagen erstmal zu Summen zu kommen. Das mischt psychologisch, fand ich auch Sinn. Aber auf jeden Fall, als die Chamber relativ sehr, hat sie hier einen Gang von für nach 4 zu bauen, an auch Sachen anzufordern. Ich meine, das als dann los geschieht mehr, wenn dir bis Haut guckt. Also ich meine, war für ein Purdisch dann noch ein Kehr weiter Lockerungen präsentiert und auch die Rimmenkehr ohne Rechenmodelle zu weisen an also mir schreibt noch nicht just darüber, dass ich die Rechenmodelle gerne gesehen als Journalistin und auch als Bürgerin, ob was so etwas basiert, so fundamental Decisionen. Ich gebe zum Beispiel auch eigentlich gerne gesehen, was die wissenschaftlichen Hypothesen sind. Und da sind wir bei einem dritten Wolle, denen unbedingt kritisch müsst gucken, no Covid-19, da ist die froh von der Wissenschaft. Wir haben eine Fusion von einer Wissenschaft gehabt, die so nur drüber war an der Regierung, ob man es was die erste Woche geht, die ich auch bedenklich fand, und wo ich auch frohen hätte an die Forscher und Forscherinnen, die mir hier im Land eben in dem Kontext von Covid-19 aktiv gesehen haben. Diego, ich gehe dir vielleicht als Aufschluss Möglichkeit darüber zu reagieren, die Lektüre, die Dines und auch und Christoph gemacht wird, als das gesagt du Parallelen an andere Länder, wo wirklich ähnlich schläft, oder sind das wirklich Lützeburg Probleme, wo Lützeburg sich misst, wie Dines auch schon gerade darauf hingewiesen wird, und andere Länder orientieren, für vielleicht mehr Transparenz hier zu stellen und auch mehr Pouvoir Schalthebel sozusagen im Journalismus zu gehen. Es ging absolut dem Ines recht an. Ich finde das noch ein bisschen zurückverfolgt. Ich mich schon schockiert, dass die 6 Ministerin eine Pressekonferenz hatten, für eine Reihe keine präzise Antwort auf etwas zu holen. Und schon daran fand ich schon mal am meisten mitverfolgt, Turnier wird Lützeburg falsch. Und du schon spontan ein ganz proper, ganz transparent Kommission. Falsch, hat ein ganz transparent und strukturiert Krisenkommunikation, wo es einen nationalen medizinischen Expertgremium gibt, den allen Tag Höchstpunkt der Krise eine Pressekommunique hat für den wissenschaftlichen Stand, den aber immer gesagt wird, dass Eisanalyse für die politische Analyse sind Ministerin zuständig und Regierung, und die können darauf befreuen, ist aber ein Avis, den aber just für Debatte steht, für die Politiker, die Entscheidungen treffen. Und da gibt es eine Form von Debattidee, weil Wissenschaft basiert ja auf verschiedene Meinungen, die nicht immer dieselbe sind. Der Konsens gibt es nicht so direkt, besonders über das, was den nicht kennt. Und ich habe das einfach zu Lützeburg komplett vermisst. Einfach die Gegenstimmen nicht aus der Presse, mir einfach von, wo sind als Unis-Experten, wo sind als ökonomische Experten, wo sind als. Und das sind eigentlich auch strukturelle Probleme, die Lützeburger Gesellschaft hat. Und eine Gesellschaft, wo nicht genug Experten auch zu Wort kommen mit verschiedenen Ideen. Und das wird zum dem dass als Uni nicht wirklich aufgebaut wird, für fit zu sehen. Das wird zum dem dass wie als Medien Jour funktionieren, das ist auch ein struktureller Grund. Und ich meine, da den do viel kann daraus lernen, das wird einfach, dass Politiker zuletzt so viel ein Kommunikationsmonopol holen, und zum Beispiel es gehen Runden über Corona, wo in 3 Politiker fried, darüber zu schwatzen im Radio. Und ich mal so, was für eine Ahnung, und die dann? Also, gibt es keine mehr interessante Meinung zu der Corona-Krise, wie nur 3 Deputierten an den Minister zu freuen. Ich meine, dass die Möglichkeiten, das könnte der Politiker zwar ganz gelegen, aber ich meine, der Qualität vom Debat in einem Land nicht. Und du hast Lützeburg Tatsache, viel Menge Schnur zu hören, und kann ich nicht immer alles auf die Größe vom Land reduzieren und immer da alles exkusieren. Und dafür darin einen ausschließenden europäischen Kontext anzubringen, hilft im Blick über Grenz, sie wird über Ardennen oder eben Richtung Deutschland, wie Ines darauf hingewiesen wird. In diesem Sinn, auch vielleicht mit diesen positiven Aspekten, wenn ich von Städte kann, wenn ihr seht, okay, man kann auf Lützeburg aus dieser Krise lehren, nicht nur sanitär, aber auch vielleicht was den gesellschaftlichen Debat angeht. Merci für den wertvollen Input. Merci Ines Kurschat, Christoph Bump, Diego Velasquez und Monika, die schon an der Pläne sitzt und lauscht bei Ursula von der Leyen aktuell
Fusisch gött du los dann auch Rollstoffe für Erberichterstattung dass sie das hier an bis gespannt und geschwind aus nächste Woche Freitag war man effektiv Ihnen Rolle von der Legislativ an Krisenzeiten beschwätzen dat dann man Charles Goerens Isabel Wieseler das Europäische Parlament man Präsident von der Chambre dem Bernard Oetschen und dem Philippe Poirier effektiv von der Uni Lützeburg stellt das dann den nächste Freitag für unseren nächsten EU-Talk und für Haut so nicht. Merci. Merci.